Herzlich willkommen zurück da bei Retrocast, sinnlose Let's Plays und natürlich immer noch beim Diablo 3, wo jetzt halt wirklich ein bisschen länger geht und sich ein bisschen länger in die Länge zieht. Aber wenigstens schaffe ich es, um wieder mal eine Folge zu machen und wir dürfen da weitergehen. Wir sind immer noch der Mehr Wut! Magd auf der Ferse, glaube ich. Ich brauche Wut. Ich muss fliehen. Mögen eure Wunden schnell heilen, Freund. Noch nicht bereit. Ich verdanke euch alles. Seid beruhigt, Freund. Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Wollen wir schon? Ich werde euch befreien. Mehr Wut! Könnten wir schon, aber machen wir nicht, weil wir ja nett sind. Ich dachte schon, ich würde nie gerettet. Mögen eure Wunden schnell heilen, Freund. Nicht genug Wut! Diese Gegner strahlen seltsame Magie aus. Das geht noch nicht. Ich brauche Wut. Das kann ich nicht. So, da könnten wir drauf, aber ich habe gesehen, es hat noch einen Keller da vorne. Ich denke, möchte ich mir eigentlich in dieser Folge mal noch anschauen. Meistens hat sie da etwas Gutes versteckt und kann jetzt auch noch, wo man befreien können. Ein paar, 2, 3, 4. Den Göttern sei Dank. Ich wünschte, wir hätten früher kommen können. Gut, also viel mehr ist da unten nicht. Ja, offscreen, weiß gar nicht, wie ich es erwähnt habe, aber dann rede ich wenigstens ein bisschen etwas in dieser Folge. Offscreen bin ich mal das Zeug verkaufen, also ich habe den Inventar mal geleert und habe alle Begleiter mal mit dem bestmöglichen Zeug ausgerüstet, was ich in der letzten Folge zusammengesammelt habe. Und das Ganze natürlich eben offscreen, weil es sonst schon recht eher zähes Let's Play ist zum Schauen. Mehr Wut! Ich brauche mehr Zeit. Da könnten wir auch runter. Da jetzt auch noch einen Keller, da gehen wir uns natürlich auch noch anschauen und vor allem können wir da mal noch hinten durchlaufen.
Dann machen wir doch da. Okay, also viel schlau ist jetzt noch nicht mehr. So, irgendein Kultist, der muss irgendeinen Hexenbeschwörung oder etwas durchführen. Oder Dämonenbeschwörung oder was ich was. Okay, also da, der Ausflug hat sich nicht wirklich gelohnt. Dann geht es weiter im Text, würde ich meinen. Okay. Sieht aus wie eine Kampfarena. Wird irgendetwas Spezielles kommen, nehme ich an. Magda höchstpersönlich. Eure Illusionen können euch nicht mehr schützen. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe Lea gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Okay. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. Auf keinen Fall. Der Zipfel ist zerschlagen. Ruht in Frieden, Deckard Cain. Sie wurde von den Schatten verzehrt. Es schmerzt mich, das zu sehen. Ja, okay, was für ein Schatten? Wissen wir nicht, aber Lea ist entführt worden, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool finde. Aber ist in dem Fall so, weil ist so. Okay, dann sollten wir zurück, nehme ich an. Und vielleicht erfahren wir ja, was los war. Oh, Eigenmetzel hat er, überall Blutspuren, Körperteile, Leichen am rumliegen. Was machst du? Hättest du jetzt das sollen? Sag mal's. Du redest halt nicht mit mir. Ist aber im Akt 2 jetzt, müsste ich ehrlich gesagt sagen, ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, das Leveldesign, wieder noch im ersten Akt, finde ich jetzt. Ist weniger langweilig, weniger oft das Gleiche. Ha, verdammt, da kann ich es auch, Skorpion. Okay, habe ich auch nicht gewusst. Da komme ich nicht weiter. Da ist auch immer noch... Oh. Darf ich mit dem Ritter reisen oder nicht? In ihren letzten verzweifelten Augenblicken schwor Magda, dass der Dämonenfürst Belial bald über unsere Welt herrschen würde. Ich bin nun alles, was noch zwischen ihm und dem Ende der Menschheit steht. Ja, sehr dramatisch inszeniert und vielleicht die wieder mal mit uns reden, hättest du mal noch etwas Neues zum sagen? Oh ja. Ich habe mich vorhin mit Hedrick unterhalten. Er streitet seine Trauer weiterhin ab. Er sollte sich wirklich öffnen. Wenn er nur zulassen würde, dass ich ihn tröste, würde es ihm unendlich gut tun. Richtiger Knopf. Ich muss sagen, dass mir diese neue Familie, in der ich mich wiederfinde, sehr am Herzen liegt.
Aber ihr könntet uns eure Liebe etwas offener zeigen, wisst ihr? Oh, versucht doch nicht, das zu verbergen. Ihr tut so, als würdet ihr uns nur unserer Fähigkeiten wegen brauchen. Aber wir kennen doch den wahren Grund, aus dem ihr uns mitgenommen habt. Okay, in dem Fall habe ich es mitgenommen. Sind ihr mir nicht einfach gefolgt? Ja, wissen wir nicht. Sehen wir den? Nein, mit dem möchte ich nicht reden. Das sind diese Gefährten, die wir könnten auslesen könnten. Die wir könnten noch jemand anderes mitnehmen. Machen wir jetzt aber gar nicht. Da ist auch noch ein. Ja, da könnte ich noch ein bisschen Zeug ablegen und da wäre der Hedwig. Ah ja, der hat uns auch noch etwas zum Sagen. Was haltet ihr von Caldeum, nachdem ihr eine Zeit lang weg wart? Ich habe mir geschworen, dass ich niemals hierher zurückkommen würde. Und doch bin ich jetzt hier. Wegen dem, was mit eurem Vater geschehen ist? Wegen dem, was mit mir geschehen ist. Manche Wunden verheilen nicht und es hat keinen Zweck, sie aufzureißen, oder? Darüber hinaus ist das Wetter nichts für mich. Okay, der ist also schön da, bös gesagt. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich herausgestellt, dass die Wachen Belials Schlangendämonen sind. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser den Klauen der kaiserlichen Wache zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen. Okay. Wie konnte euer Fall die Toten erwecken? Ihr wart doch ein Engel. Nicht nur irgendein Engel. Ich war der Erzengel der Gerechtigkeit. Mein Fall hat die rachsüchtigen Toten auferstehen lassen, die während Diablos Schreckensherrschaft ungerechterweise getötet worden sind. Ich konnte nichts dagegen tun. Als meine Macht meinen Körper verließ, hatte ich keinerlei Kontrolle über sie. Caldeum ist die größte Stadt der Welt, der Herrschaftssitz des Kaiserreichs von Kegistan. Ich habe gehört, dass man es das Juwel des Ostens nennt. Seine Bibliotheken quellen über vor verschlüsselten Folianten voller arkanem Wissen. Und unter den Straßen verbergen sich labyrinthartige Tunnelsysteme. Es ist eine Stadt der Wunder und der Geheimnisse. Ich weiß nicht, wie diese Flüchtlinge durchhalten. Ihre Situation ist düster und es scheint nur wenig Hoffnung für sie zu geben. Wie finden sie die Kraft, weiterzuleben? Leiden macht uns menschlich. Man leidet, aber man lebt weiter. Der menschliche Geist erstaunt mich immer wieder. Ich kann Belial in der Luft spüren. Ich sehe seinen Schatten hinter heimgesuchten Augen. Höre, wie seine Stimme Lügen in den Wind flüstert. Er braucht keine Armee, in diese Stadt zu führen. Sie gehört ihm bereits. Okay, so mit dem Exkurs möchte ich sagen, ist die Folge halt auch schon wieder vorbei. Auch wieder ein bisschen kürzere, aber ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen fleissiger komme zum Aufnehmen und dann auch wieder ein bisschen längere und vielleicht auch ein bisschen öfters werde Folgen aufladen. Somit vielen Dank, sind ihr da auch wieder mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.